Goedemorgen, ik grüße jullie in de naam des Herrn Jesus. Wel, das war eine Freude hier mit jullie taub zu sein. Wir haben ihn vermisst, weil bis ein Sonntag war gestern, spätestens auch so eine erste, weiß auch nicht gleich, was da angeht, und vermisst dort. Und so wie sind Frau war da thuis zu sein, und man gut zu sein. Und ich mag von dir reden über eine Frau, die viele Menschen am Hort steht. Und dort ist, wo ist der rechte Platz, um zu beten? Die Frau über den Baum, die fragt Jesus, diese Frau. Sie sehen, unsere Gemeinde sagt, oder unsere Vater sein hier auf diesem Berg. Aber die Juden sein, da mal in Jerusalem. Wo ist der rechte Platz, um zu beten? Viele Menschen haben dieselbe Frau von dir. Die sagen, diese Tag sein, sie sind der einzige Rechte. Hier muss ihr anbeten, wenn ihr wirklich bekehrt seid, da wo ihr hier kommt anbeten. Die anderen sagen, nee, ihr sollt hier so soll ihr anbeten. Und viele sind confused und haben dieselbe Frau, was diese Frau hat. Wo ist der rechte Platz? Wo ist der rechte Gemeinde? Das mag vielleicht unsere Frau sein, aber ich mag Ihnen sagen, von der Samaria ist das die rechte Frau. Und das, was Jesus zu dieser Frau auch sagt, du fragst die rechte Frau. Die Frau ist nicht, als hier auf diesem Berg oder in Jerusalem. Aber die Antwort ist, dort wer wirklich von Jesus anbeten will, der muss Gott am Jesus in einer Wahrheit anbeten. Das hat nichts zu tun mit dem Platz. Das hat nichts zu tun mit dem Gebiet. Das hat nichts zu tun mit der Adresse. Das hat zu tun mit uns Hort. Ob wir wirklich Gott anbeten tun oder nicht. Das hat nichts zu tun mit den Farm oder mit dem Platz oder mit der Sprache oder mit vielen anderen Dingen, wo Menschen sich mit bewegen von denen über abreden in Frauen. Ist das so? Soll das so sein? Ist das recht? Ist ja das Rechte? Und es steht, dass wir in Gott sein Wort entdecken. Und sein Wort sagt Jesus. Und Jesus sagt, wer Gott anbeten will, der muss am Jesus in einer Wahrheit anbeten. Viele von uns sind abgewaschen und haben gelernt, dort wirklich anzubeten. Das ist bloß ein gewisser Platz, wo das kann getan werden. Das ist bloß ein gewisser Weg, wo das muss getan werden. Du hast ein gewisser Weg, wo einer sich kleiden muss zum Anbeten. Du hast ein gewisser Weg, wo einer sich muss abstellen und so wieder zum wirklich Anbeten. Und was je dort ist nicht nicht. Dort ist so alt als die Erde. Dort ist die Frau noch vom Anfang an. Wir sehen das all in Adam und Eva, ihre zwei Junges. Gott hat einen Weg gegeben, wo sie am anbeten können. Und dort muss durch ein Blutopfer. Weil ihre Sinn muss versöhnt werden, muss bedeckt werden. Und Gott hat gesagt, dass sie können ein Tier opfern, was du mit ihr Leben abgeben, als ein Bild in das Blut auf dem Altar abgetan werden, als ein Versöhnungsopfer, als ein Bild von was noch kommen wird. Und so können sie anbeten. Aber kein wir nicht zufrieden mit. Er kann das sehen, was tun. Und Gott nahm das nicht an. Und dann wird er verstellt über seinen Bruder. Aber die Frau, die steht noch immer weiter. Wo ist der rechte Platz, um zu beten? Und Gott wies uns dort in sein Wort,
En wenn wir checken dann, wo Gott Moses roepen deed in de wildnis, en zei te hem dat hij zal teruggaan naar Egypte en zijn volk uitbrengen en hier naar deze berg, naar de berg Sinai, en zegt hij, en hier zal je mij aanbeden. En zo, we vingen in 2 Mose, kapitel 19, dat passiert krijgt zo, God leidt Moses naar Egypte en met een machtige hand en een uitgestrekte arm bracht hij iemand uit de wildnis, of uit Egypte eruit en de wildnis nemen, krijgt naar de berg waar God Moses geroopt had, en daar zal zij hem aanbeden. En God bewijst zich hier te zijn volk Israël. Wat we daar lezen in 2 Mose 19, we vangen aan van vers 16. 2 Mose 19, van vers 16. Zegt dat in Samarias aan den 3e dag vangt dort aan de dunkle wolk op een berg aan te rummelen en te blitzen. En eine Person bloßt gewaltig, dort in jeder am Leeuwen zattert. Dan leidt Moses dat volk vom Leeuwen naar God op toe. En zij namen steed aan berg, rondom den berg wie reuk en de Herr kwam en vlammen eraf op Sinai. En de Herr, als de Herr en vlammen op den berg Sinai eraf kwam, kwam dat als een grote oven. En de ganze berg babbert zeer. De persoon bloosd eigen luider en luider, zodat de mens niet te verdrouwen weer. Moses redt te God en God antwoordt aan en rummel. Dit weer een geweldige bewijzing voor God zijn kracht, zijn herrlijkheid en zijn jen wordt wezen deed te de mensen. Zij hadden zijn wunder gezien in de wüste, waar zij hadden het Rode Meer opgemerkt. In Egypte, waar hij had de plauwen gebracht op Egypte, op de Egypter, en waar hij had Israël geraad, wie ze dat bloot onder der past ongestrekt hadden, waar zij geraad werden, en waar God hen had uitgebracht. Aber das dit hadden zij God nog niet euer bejahend. En dat zegt, zij zatterten zeer. Zij fürchten zich zeer. En dan in 5 Mose redt Moses wieder zu Israel, klar von dieser selbst Begebenheit. In 5 Mose Kapitel 5, von Vers 23 durch 25. Moses schreibt ab, was da passieren wird, was Gott geredet hat, so wieder. Und hier, dass er zu Israel reden, und erinnert er von was dort passieren wird in 2 Mose 19. So hier in 5 Mose, Kapitel 5, fangen an Vers 23, sagt, als die dann die Stamm von an dem dienstenden Hirten in de Boy durch so qualmt und brennt, kam je in je Eugestalte in Leder vom Sturm, in je Seden. Der Herr uns Gott hat uns gewesen, wo großartig herrlich er ist. Und wir haben seine Stimme von Madden und Vier gehört. Wir haben gesehen, dass Gott mit Menschen redet, in den Menschen leben noch. Sollen wir uns noch einmal in so eine Gefahr wie dort 4 saßen, wenn wir den Herrn, unseren Gott, seine Stimme noch mehr hören sollen, wo wir sterben? Das wir die Aussicht, was die Menschen hatten von Gott. Mit Gott seine Stimme zu hören und Gott seine Je, wo nannte, kommen wir ein Gefärdel gedenk, dass wir ein Gerühler gedenk, da fürchten sie sich vor und zatterten und sie prachten, dass sie nicht mehr dürfen, dort anhören. Ich weiß nicht, wo je abgewassen sind, aber ich bin überzeugt, dass viele von ihnen haben eine ähnliche Erfahrung gehabt, mit Versagen Gott anzubeten.
als Kinder wir nicht erlaubt, in die Kirche zu fahren. Was du anging, wird nicht von verteilt. Aber, dass wir nicht was frauen, dass wir klar zu sein. Und vielleicht als wir 12 oder 13 Jahre alt werden, und erlaubt werden, in die Kirche zu fahren, dass wir eine wertvolle Erfahrung. Je grülden jünd. Je wisten nicht, was da anging. Und die Botschaft, was da kam, wir ähnlich von dieser Botschaft, was sie hier hielten, das Gesetz. Und das Gesetz, wir sehr streng. Die wir kein Ruhm zum Besitz gehen. Das Gesetz hat dicke Kanten und scharfe Arten. So und so. Und nicht mehr. Was hier sagen die Israeliten, Gott einen Weg, was sie noch nicht gesehen hatten, aber was sie sagen, was sie erfuhren, was ihre Feilung wären, wie falsch. Gott hat ein Verlangen, mit einer Gemeinschaft zu haben und mit einer zu wohnen. Und er will mit ihnen reden, so er mit Adam und Eva deed am Garten. Aber die Menschen fürchten sich und sehen, sie wollen nicht mehr dort hören. Sie sehen, wenn wir noch einmal dort hören, dann wollen wir sterben. Ich kann Ihnen vorstellen, was ihre Einstellung wäre gegen Gott. Weil sie sagen bloß, das ist eine Sieg. Sie sagen bloß, dass Gesetz, hier hielten sie das Gesetz in Gott sein Müll. Und sie Pracht hatten, dass sie das nicht mehr dürfen hören, aber dass Moses bloß würde dort anhören und er dort sein, und dann würden sie dort tun. Was die Hebräer 10, Vers 28 sagt, dass wer Moses sein Gesetz brücht, muss unmittelbar sterben, wenn 2 oder 3 dort bezeugen leiden. Das Gesetz hat nicht Erbarmung mit sich. Das Gesetz wird streng. Das Gesetz wird klar. In jeder Übertretung muss bestraft werden. Und wenn wer übertreten hat, der Lohn von der Sünde wird der Tod. Aber Gott hat dort mehrlich gemerkt, dass sie können ein Tier bringen, und dann brauchst sie das über der, was dort Zelt bringen, und dann mussten sie dort Tier tot merken. Und wieder ein Lamm, oder ein Ass, oder eine Kase. Und du musst dort verehrt sterben. Du musst sein Leben geben. Und dort sagen sie, das wird der Lohn von ihrer Sünde. Das wird der Tod. Sie selbst dürfen noch nicht sterben, aber du wirst ein Tier, wo du musst an ihrem Platz sterben. Now, das wird ein Bild von was Jesus wird tun, das Lamm Gottes. Aber das wird eine Erinnerung jedes Mal, wenn sie mit ihrer Sünde verhandeln wollen, müssen sie ein Opfer bringen. Ein Tier muss dort gemerkt, das Blut muss angestreckt, oder am Altar abgedun, als ein Opfer verehrt, für ihre Sünde. Und viele von uns sind so abgewachsen, und das wir unsere Erfahrung, das wir uns Erkenntnis von Gott anbeten, und wir gleichen dort nicht. Wir werden sehr froh, wenn dort ist Eva wir. Wenn dort ist einmal vorbei wir. Da wir auch jetzt als die Israeliten. Ich wünschte, du brauchst in den Himmel haben. Ich wünschte, du brauchst in den Himmel dich bekommen. Aber wir werden gedwungen. Das muss so. Du so, bei den Berg Sinai, du wie unsere Kirche. Jo? Du musst wie hingehen.
Du musst wieder anhören, das Gesetz, die Übertretungen, die Folgen davon und so wieder. Und dass wir meist nicht unterhören. Viele von uns sind mir überzeugt, sind so abgewachsen, haben so eine Erfahrung gehabt. Ich persönlich habe das nicht ganz so erfahren, als die Bekannte mit, aber ich war noch zu jung. Ich war noch nicht groß genug, alt genug, dort erfahren. Bitte, wenn ein Begrafnis oder ein Tast gibt, und wir auch nicht gerade Unterschied zwischen den zwei. Das leidt meist, und hier sind meist alle überein, weil ihr das nicht verstehen kann. Aber ich weiß, meine Eltern haben das erfahren, und viele von uns haben das auch erfahren, wo das ist. Aber nu werden wir drehen, nu Hebräer, im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 12, und dann werden wir durchlesen. Nu zijn we voorbijgegaan van de evangeliums, wo Jesus te de früh zegt, dat is niet op deze berg, dat is ook niet in Jeruzalem. Dat heeft niet te doen met de plaats, of de weg waar de God probeert aan te beden, dat heeft te doen met ons hart. Dat heeft te doen met de waarheid in den Geest, om God werkelijk aan te beden. Nou, hier in Hebräer Kapitel 12, en we vangen aan von Vers 18. Dit is een andere kerk, wo wir hiervan reden dat. Een andere plaats, een andere weg om te beden. De berg Sinai, dort wie een physische berg, die kost du zijn. Du kannst das Rummeln hören, du kannst den Rück sein, der boven Qualmen, du kannst die Stimme hören, das Boy ging unterschieren. Aber das Platz, hier in Hebräer Kapitel 12, sagt es nicht so ein Platz als dort. Hebräer 12, 18. Die sind nicht nur den Berg gekommen, den einer anschieren kann, en die met vuur brennt, en ook niet nur dat dunkle, en nur dat schwer diestere, en nur dat gewitter. En niet dat trompeten blozen, en nur die stem, die door weerdreed, waarbij die touwheren prachten, dat er geen wederwoord meer wordt gezegd worden. Zij kunnen dat niet vertrouwen, wat door gezegd wordt. Weil sogar, wenn ein Tier den Berg anschied, soll das gesteinigt werden. Dort wir so schrecklich unter sein, dass Moses sagt, ich hatte aus Angst. Er sagt, je sind nicht nur diesen Berg gekommen. Aber viele von uns sind von diesem Berg gekommen. Dank Gott. En wat je dat als goud bij den Berg Sinai aan te houden. Dat is notwendig bij den Berg Sinai aan te houden. En zijn wat God zijn gezegd is en wat dat zegt. En waar we kort gekomen zijn. En dat we in trouble zijn. Dat we ook zetteren. En zijn hoe dat met ons handelt. Dat we God zijn gezegd niet gehouden hebben en niet houden kunnen. Aber dann nicht durchblieben bei den Berg. Weil Gott sein Plan wie nicht, dass Israel soll bei den Berg bleiben. Er sagt, ich habe jünd ein Land versprochen. Ein Land gegeben, was mit Melk und Honig rannt, du will ich in Hand nehmen. Aber bei diesem Berg wird es notwendig, dass sie hier vorbeikommen, dass sie hier anhalten. Und dass sie diese Seed von Gott auch sein leiden und anerkennen leiden, sodass sie wüssten, dass sie Sünder wären. Und du und ich, sagt es in Römer, wenn es nicht für das Gesetz wäre, dann würden wir nicht weiten, was Sünde, was Übertretung wäre. Und so ist es notwendig, dass wir das sein, dass wir das hören. Und ich bin mir überzeugt, wenn ich nicht heute die Botschaften gehört von der Heil, von der ewigen Verdammnis,
wo das nicht gesagt haben, nur eine Erlösung. Da wurde die Botschaft von Erlöser mir nicht sein, sei er Gott nicht gewasst, aber nu wird und nu erst dort. Aber er sagt, die sind nicht nur so ein Buch aus dort gekommen, aus wo Israel wir. Die sind nur dem Buch Zion gekommen, sagt er. In Vers 22 und wieder in Hebräer Kapitel 12 sagt er, je aber sind nur dem Buch Zion gekommen. Wer will mal sehen, wo der Buch Zion verschieden ist von dem Buch Sinai. Wir haben just gelesen mit dem Betrag von wo der Buch Sinai war. Der zattert und schattert und rummelt und blitzt und dort wir nicht unterhören. Die Menschen können nicht vertrauen. Aber nu sagt er hier, je sind nur dem Buch Zion gekommen, nur den himmlischen Jerusalem, den lebenden Gott seine Stadt, und nur die Tausende Engel taub gekommen aus den Fast. Je sind gekommen nur die Versammlung in Gemeinde von Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und nur Gott, der über alle Rechte ist, und nur der Erste von den vollkommen gewordenen Gerechten. Je sind nur Jesus gekommen, den Vermittler vom Neuen Testament. Und nur dort Besprengungsblut dort beter redet als Abel sind. Weil dort Vergebung anbietet und nicht Rach. Seid du noch fair, dort die den nicht aufwiesen, die du redet. Weil von Jahre du mit nicht wachgekommen sind, als sei den aufweisen, der hier ab ihr redet. Wofür weniger, wo je dann damit wachkommen, wenn je den aufwiesen, der vom Himmel zu uns redet. Wir sind gekommen, sagt er, nur ein anderen Buch. Nicht ein physischen Buch, was mit Uhren zu sein hat, oder was mit Hängen unterschieren hat, oder wo die nicht klottern kannst. Sagt er, je sind nur ein Buch gekommen, was Gott seine Stadt ist. Das ist ein geistlicher Platz, nicht ein physischer Platz. Sagt er, je sind nur der Stadt gekommen, wo Gott gemerkt hat, wo Gott wohnt, den lebenden Gott seine Stadt, wo die Engel sind, und Gott durch dein und loben und preisen tun. Und je sind nur die Versammlung gekommen, sagt er, von den Erstgeborenen, die wahre geboren sind, die ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Nur du sei hierher gekommen. Im nächsten sagt er, die sind nur Jesus gekommen. Die sind nur den Vermittler gekommen, wo der Vergebung anbieten hat, nicht der, wo der Rach eiven hat. Weil Gott seine Rach Wort uitgegoten ab Golgatha, und das wie ein anderer Buch. In kleiner Eiver, wo Jesus gekreuzigt wird, durch Wort Gott seine Rach uitgegoten, so dass du und ich können Vergebung kriegen. Er sagte, wir sind nur Jesus gekommen, der die Vergebung anbieten hat. Ist dort nicht Gott ist? Ist dort nicht ein guter Platz anzubeten? Aber wenn wir mit dem ersten Platz nicht bekannt sind, dann wollen wir den zweiten Platz nicht viel wertschätzen. Wenn du dort nicht wirst, dass du Kraft hast, und dass du eine Karte zu leben hast, und sommer kommen die, was anbieten, was wir sehen, was er wird Kraft wegnehmen, Kraft heilen, dann wirst du dort nicht viel wertschätzen. Wir sagen, ich brauch's das nicht. Aber wenn du dort wirst, wenn du gewohnt wirst, dass du Kraft hast, um eine Karte zu leben hast, und somebody kommt ab mit einer Medizin, was die heilen wird, für sicher,
Dort, wo die sehr, sehr viel wert sind. Und krieg so, wenn wir bei den ersten Berg sind angekommen und durchgesehen haben, wo großartig, herrlich Gott ist, in sein Gesetzübertretung immer bestraft wird mit dem Tod. Wenn wir dort erst sehen, wo wir kalt gekommen sind, gegangen sind, wo wir schuldig sind, dann ist es sehr, sehr viel wert, wenn wir hören, dass er unseren Platz hat angenommen. Dass er hat der Reich Gottes erfahren, sodass wir können Vergebung kriegen für unsere Sünden. Und das wird dort so viel wert merkt. Aber weißt ihr, viele, die das erfahren haben, die sind nur Jesus gekommen. Und haben erfahren, dass Jesus Vergebung anbieten hat, nie das Leben jaft. Fried und Fried jaft. Sie sind noch einmal nicht ganz frei geworden von den Dingen, wo bei dem Berg Sinai geredet worden. Und sie probieren, haben ein Wort von den Dingen mitzubringen, so dass wenn sie anbeten dann, dass sie noch Wort von diesen Dingen von Sinai mit nur Zion bringen wollen. Und das schafft nicht. Viele Gruppen, viele Gemeinden schreiben sich Regeln ab und die kommen von dem Berg Sinai. So und so Matje. So und so haben wir dort. Und wenn du hier was anbeten, dann machst du so. Sie bringen immer die Dinge von, und sie wählen sich ein bisschen, wohnen passen würden, wohnen die Dinge sich gleichen würden, und dann merken sie einen Pakt davon, und dann bringen sie dort mit nur Zion, und dann wollen sie auf dem rechten Weg anbeten. Und das bringt immer weiter Trouble. Immer weiter fingen wir, dass wir können dort nicht vertrauen. Willst wir proben, die zwei durcheinander zu mischen. Aber diese Boy sind so verschieden. Ein ist ein physischer Borg, ein ist ein geistlicher Borg. Das können wir nicht taub bringen. Die sind verschieden. Er sagt, die werden bei denen einen Borg durch, bei Sinai. Aber nun seid ihr nicht nur den Borg gekommen, ihr seid nicht nur den Borg Zion gekommen. Ihr seid nur Jesus gekommen. Der ihn frei merkt. Frei merkt von der Sklaverei, frei merkt von der Schuld, was wir hatten, wie wir das Gesetz gebrochen haben. Frei merkt, Jesus anzubeten, oder Gott anzubeten und Jesus seinen Namen mit Freiheit. Dass wir ganz frei gemerkt sind von das Gesetz. Meint ihr, dass das Gesetz schlecht wird? Nein, das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist herrlich. Und das Gesetz, wo wir keine Bedürfnis haben, wo wir das nicht weiten, dass wir mussten nur Jesus kommen, zum Leben haben. Das Gesetz ist gut. Das Gesetz hat seinen Platz. Aber sagt er zu den Gläubigen hier in Hebräer, ihr seid nicht nur den Borg gekommen, ihr seid nicht nur dessen Borg gekommen. Die sind nur Jesus gekommen, der die Vergebung anbieten hat. Der will haben, dass die am anbeten sollen, und yes, in der Wahrheit, mit Frieden, nicht mit Angst. In dieser Veränderung zu merken, in uns Gedanken, dort passiert nicht über Nacht. Von den Dingen loszulassen, dort braucht noch was. Wir müssen erst was anderes haben, wo wir antworten können, aber wir willig sind, loszulassen. Und Gott will haben, dass wir selber durchkommen, wo wir alles loslassen, bloß an Jesus festhalten. Und was er für uns getan hat. So dass wir können wirklich anbeten. Dann meint ihr dann, wie frei sind zum Singen? Nee, nicht von Sound. Römer sagt uns ganz klar, was sagen wir dann? Sollen wir singen, dass Gott seine Gnade nach Meier wird bewiesen worden oder nach Gerata wird bewiesen worden? Und sagt er, niemals. Sagt er, wo soll wir? Die wieder sind aufgestorben sind. Wo sind wir die aufgestorben? Und Jesus Christus sind tot. Und wir haben uns
met Jezus zijn dood geïdentificeerd. En met zijn nieuw leven, als hij opstond. En nu leven we ook, als Christus leeft in ons. En we zijn nu vrij. Vrij dat we niet zinnen durven. Vrij dat we werkelijk kunnen en juisten en de waarheid God aanbeden, zoals hij dat wil. En hij zegt dat hij zegt nur zonen, wat aan hem juisten en de waarheid aanbeden doen. Niet zonen, wat er nog proeven de reilen nu te komen, en ze staat nog proeven bij God in gevallen te krijgen. Damit hebben we niet God gevallen. Den einzige, wo God in gevallen heeft, is zijn ene zijn. En dat zegt God iedere maal, als Jezus hier beëerd wird. Dit is mijn leven zijn en wem ik wil gevallen ha. Aber an uns hat er nicht wohl gefallen. Weil wir gesündigt hatten, weil wir Sünder wären. Aber nu, wenn wir in Christus sind, dann hat Gott auch ein Gefallen an uns. Weil er sieht uns durch Jesus Christus. Er sieht uns in Jesus Christus in uns. Du hast Gott ein Gefallen an. Und dann können wir wirklich anbeten. Weet je, viele van deze dag zijn nog zo als de Christen in Apostelgeschichte, Kapitel 15. Deze Christen, die hadden het evangelium gehoord. Die hadden gehoord dat Jezus Christus gestorven en opgestaan weer. En weer het evangelium gepredigt worden. Maar nu, war er so ein Mann gekommen, der sagt, jo, Jesus Christus, jo, aber die machen doch noch Wort vom Berg Sinai auch mitbringen, zum Gott wirklich anbeten. Apostelgeschichte 15, 24. Und hier schreiben die Apostel im Brief, nur diese Jünger, nur diese Gläubige, was das erfahren hatten, wem du wir andere gekommen, was hadden gesagt, dass sie mussten doch noch Wort von das Gesetz auch noch holen, an was Gott wirklich zu gefallen ist. Apostelgeschichte 15, 24. Sagte, wir haben gehört, dort von der Ansicht, die wir nicht geschickt haben, einige gekommen sind und jünd verletzt haben und haben jünd dort an jene Säulen schwor gemerkt, will sie sein, dass je mochten jünd beschneiden lassen und das Gesetz holen. Sie, diese haben all das Evangelium gehört, die haben das geglaubt und das angenommen, dass Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat, den Preis von all den Sünden, was von den Gesetzgebrecher versündigt hatten, dass die das all betont hat und alles, aber nur das wir das sagen, was wir angekommen haben, gelehrt, dass jemanden gedacht noch, das Gesetz holen. Und sagte, die haben jemand dort schwor gemerkt an jene Säulen. Wird je so eine Last, wo der Kampf von wie proben uitzuvinden, welche von den Gesetzen sollen wir dann doch noch abstellen? Was von Pack sollen wir uns beachten? So wir können Gott gefallen. Dort bringt unsere Seelen dohl. Dort hat uns schwor beladen. Jesus sagt, wer immer von jünd mühselig und schwor beladen ist, kommt zu mir, sagt er, ich will jünd Ruhe geben für jüne Seelen. Diese Gläubige, die hatten keine Ruhe, nun nicht für ihre Seelen, weil die wären so nicht gekommen, die hatten gesagt, jemanden Jesus haben, aber dann auch noch das Gesetz auch noch. Und sagt er, die haben jüne Seelen schwor beladen. Bedrängt. Und sagt er, wir haben den nicht geschickt, wir haben den nicht so gesagt, dass die so lehren soll. Die sagt nicht, die Message ist nicht von uns gekommen. Und ich check nur Galater Kapitel 4, Vers 21. Und ich will dort Versen lesen. Und wenn ihr durch Hand rennen, weil bis noch Markus 7, Vers 7 lesen, sagt er, sei deinen mir verjefs, weil sie lehren das nicht aus Menschen verschriften. Und das wir viele von unseren Erfahrungen auch, als wir abwärts leiden.
dort Menschen verschriften, Menschen Gesetzen, dort wir Nummer 1. In Gottes Wort war zu sich geschoben. Aber hier in Galater Kapitel 4, wir fangen an von Vers 21, sagt er, jeder je drei unter das Gesetz gehen wollen, sagt mal, habt ihr nicht gehört, was das Gesetz sagt? Dort steht geschrieben, dass Abraham 2 Sehens hat. Einer wird von einer Sklavenfrau geboren und der andere von seiner Frau, die durch frei wird. Bei den Sehen, die von der Sklavenfrau geboren wird, wird nicht bitter geweinelt. Aber die Sehen von der Frau wird erst mal geboren, als Gott an dort versprochen hat. Und diese wahre Geschichte kann wie sein, will Gott auf 2 Wege die Menschen helfen. Ein Weg wir, an das Gesetz auf den Sinai-Berg zu geben, wo sie horchen sollen. Hagar bedient die Berg Sinai in Arabien. Und mit Jerusalem zu vergleichen, die mit ihre Kinder taub dienen moet, oder Sklaven sind. Aber dat Jerusalem dat boven ist frei. Und dort ist unsere Mutter. Wer dort, dort steht geschrieben, sie Frau, die Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, komm in Raub für Fried, die du nicht in Geburtswein bist. Wils die Einsame hat viel mehr Kinder, als die einen Mann hat. Und wir, liebe Brüder, sind so als Isaac, Kinder, die Gott versprochen hat. Und so war wir, die wir durch den Heiligen Geist geboren sind, von die verfolgt, die unter das Gesetz stehen. Gerade so als Isaac ein Sehen, der durch Versprechen wir, in den verfolgt wird, der von der Sklavenfrau geboren wird. Aber was sagt die Schrift? Schickt die Sklavenfrau mit ihren Sehen aus dem Haus. Weil die Sklavenfrau ihr Sehen soll nicht mit den Sehen taub oben, der die freie Frau geboren ist. Und so, Brüder, wir sind nicht Kinder von der Sklavenfrau, aber von der freien Mutter. Und dann Kapitel 5, Vers 1. Dann blieft nu an der Freiheit, wo Christus uns verholpen hat, und lot je nicht wahre Sklavenjoch ableihen. Ist das nicht so klar? Ist das nicht so deutlich? Dass Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt. Er hat das vollendet. Und es ist gleich so, als Abraham mit den 2 Frühen von der hat, eins wie eine Sklavenfrau und das andere wie eine Freie. Die Sklavenfrau erkennt das Wort geboren ganz natürlich, die wird nicht besonders, was da passieren wird. Aber die du nicht können haben, die wird dort versprochen, und als sie all alt wie und so gut als dood, sagt dort, geeft Gott die Kraft, ein Kind zu geboren, zur Welt bringen. Und dort wir durch ein Versprechen, dort wir Gott seine Kraft, was dort utarbeiten wird. Dort wir nicht natürlich, dort wir supernatural, dort wir von Gott getan. Und er sagt dort, wem's Kinder wir sind. In Kraxel, als der Abraham sieht, die Sklavenfrau in sehen, die soll nicht orven, mit den Freien sehen taub, schickt im Haus zurück. Weißt du, hier sah wie Trouble, mit dass wir wollen noch immer den Sklavenjung auch mit anhaben. Wir sind nicht willig, den im Haus zurück zu schicken. Wir wollen probieren, beides, wir wollen alles taub haben. Und dann werden wir
Gott anbeten, dann werden wir Gott dienen. Und deswegen haben wir so viel Trouble von der, weil diese Gemeinde sagt, no, das Park soll wir mitnehmen. Der andere sagt, oh nee, das Park soll wir mitnehmen. Und sagt, oh, wir sollen noch das ganze Park mitnehmen. In China ist frei, da du noch den Sklavenjungen in sein Haus hast. Aber der, was wirklich frei ist der, was den Sehen annimmt, was du versprechen wir in Jesaja Kapitel 9. Eine Jungfrau wird ein Sohn geboren. In den sie nun wird Immanuel heißen. Dort meint Gott mit uns. Diesen sehen. Das ist der Abraham sein Sohn, wodurch wir können wirklich frei werden. Meine Frau ist an uns alle von der. Wir wohnen Burg, da wir anbeten. Wo ist unsere Kirche? Bei dem Burg Sinai? Wo das menschliche Verdrehen ist, weil all die Regeln und Gesetzen, was du gepredigt worden, mit einer Stimme, was nicht zu verdrehen ist? Oder so wie? Nur der Burg Zion gekommen. Der wird nicht mit Uhren zu sein jetzt und mit Hängen unterschieden jetzt. So wie nur Jesus gekommen, der Vermittler, was sein eigenes Blut vergoten hat, was der Vergebung anbieten hat, sodass wir wirklich frei werden, sodass wir im Jetzt in einer Wahrheit anbeten. So eine Anbeter siegt Gott. Hast du dort klar, wo du anbeten lässt? Wenn nicht, muss Gott seine Gnade von dir annehmen, dass du ganz frei werden von der Sklaverei. Dass du Gott kannst mit einem freien Hort, mit einem klaren Gewissen, was er gereinigt ist, mit dem Blut Jesus Christus, preisen und loben und danken und anbeten, ganz vom Herzen und in der Wahrheit. Das ist, was Gott für uns gemerkt hat. Mocht wir den Sklavenjungen in uns Leben rückschicken, in Jesus nu folgen, willst wir am Leben tun, willst wir uns erst gelebt haben. Dann werden wir nicht sündigen. Willst wir haben ein Verhältnis mit ihm. Dann werden wir am gefallen. Dann werden wir tun, was ihm gefällt. Willst er hat sein Leben für uns gegeben. Und nu werden wir ihm uns Leben geben, dem ihm gefallen, dem ihm wirklich anbeten, dass ihm das gefällt. Mag Gott uns die Gnade geben, mag wir die Gnade annehmen, dass wir Gott können wirklich im Yes in der Wahrheit anbeten. Werden wir noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, wir preisen und loben dir, oh Gott. Du hast dort Gesetz gegeben, du hast durchgeredet, dort wir uns zu sein kriegen, dort wir am Trouble wären, dort wir den Gesetz gebrochen haben und dort nicht verdrehen können, was die Folgen davon wären. Und du willst die Folgen wären, die Tod für Übertretungen. Dankeschön, Herr, dass du uns hast von den Burg weggelegt, nur ein anderer Burg, wo du an Kreuz hängen deitst, und du die ganze Welt sind, die Schuld betonen deitst, du wird der Rach Gottes uitgegoten von all den Übertretungen vom Gesetz, sodass all die an die leben, und die annehmen, und die nur folgen, nicht dürfen verloren gehen, und nicht wieder dürfen in Sklaverei leben, und proben dort nur zu kommen, was allmählich wir,
te erfüllen uit ons zelfs. Dank zijn Herr für die vrijheid die du ons gegeven hast en Jesus Christus. Durch wat hij voor ons gedaan heeft. Dank zijn Herr dat du ons gezegd hast, dat wij zijn naar den Berg Zion gekommen. Den leven in Gott zijn stad, wo die, wat de heilig gemerkt zijn, Nummers ongeschreven zijn. En wir sind naar Jesus gekommen, der Vermittler, der die Vergebung anbieten deed. Dank zijn Herr für die Versprechung, für die Versicherung, was du uns gegeben hast. Help uns, dass wir das würden wirklich viel schätzen und dass wir wirklich würden sein, den Sklaven sehen, Rüte schicken, sodass die Frier sehen, die sehen, Jesus Christus können wirklich in uns wohnen und regieren, in den Willen erfüllen in uns, so als den Willen im Himmel auch getan wird. Und musst du für nu, auch für alle Ewigkeit, dafür gepriesen und gelobt worden. Das beten wir in Jesus in Namen. Amen. Dankeschön für die Urmatteil. Mir denkt noch so klar, als ein kleiner Junge wird nach mal, kommen wir nach mal gut zu denken, weil meine Eltern in die Kirche fuhren, das hat mit Freiheit in die Sinne zu tun, denkt man noch sehr klar, dass wir keine Freude haben, aber Gott sei Dank, dass er uns von dort frei gemacht und Gott hat uns alles gegeben zum Leben und Gott soll ich sagen, ich bin dankbar für. Wir wollen nu nochmal hier, een Leid hier van de mannengruppe en nu den wat David dikker ons in die zang leiden. Ni tampoco su calor,
entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. How glorious that morning will be, when Jesus the Savior comes again. The nations united as sisters, we will give our welcome to the Lord. No habrá necesidad en la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. We hope for that glorious morning, to give our welcome to the Lamb, by whom all the roses will be colored in the sacred fragrance of the Lord. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo,